an Kali. Wir machen heute ein Folge, wo der Notizzettel allein schon einen gewissen Unterhaltungsfaktor hat. Bei mir steht nämlich Tigerbalsam auf der Klitoris drauf. Das heißt, das ist schon promising, ihr es geht. Kannst du da aussatzweise denken, was das damit auf sich hat? Das klingt nicht gut. Froh, als ob es gewollt war, dass den Tigerbalsam auf der Klitoris gelandet ist. Das war eben nicht der Fall. Das haben zwei lesbische Freundinnen mal erzählt, wo sie ganz schön an Vakanz gefahren sind und an einem Hotelzimmer waren. Und sie hatten, für war doch immer Produkte vertauscht, wo sie sich das gegenseitig abgedoen haben, haben sie anscheinend so einen Anti-Freudentanz organisiert und haben plus kein Toilette am Zimmer, die sie ein bisschen auf den Gang laufen. Oh nee! Ja, und das eigentlich, ich fand, das heißt, die Menschen viel, was das aus, wo man an der Vollschwerten drüber schwätzen, nämlich, es gibt so Geschichten, die sind so halb witzig, mir sind denen aber auch fei, und dafür freut sich da, wie nennt ihn da so eine Situation? Ja, gut froh. Ich meine, wir haben uns ob Accidenta geeinigt. Oder an? Hummer schon, mehr ich denke, mir sollte vielleicht erklären, was wir da drin auch verstehen. Also. Ja, nämlich, dass etwas schief gegangen ist. Also nicht unbedingt, dass die Welt innergeht, aber dass schon etwas so gelaufen ist, wie das sich nicht vielleicht für drin gedurcht oder nicht erwartet wird. Wo beide Personen oder alle Personen, die involviert waren, aber auch nicht wirklich etwas dafür konnte, beziehungsweise nicht willentlich gemäht haben, dass es schief geht. Genau, und da gibt es die Aspekte, wo ihn effektiv am Nachhinein drüber lernt. Es gibt aber ganz viele Situationen, die ihn auch muss seriös halten, wo ihn sich Sterf selber seriös halten, aber wo es für allem ganz legitim ist, sich Hilfe zu halten. Und ich meine, über die Varianten kann man nur schwätzen. Yes. Datei aus Mayway Sex. Wir schwätzen als Mittwoch über ein anderes Thema zu Sexualität. Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also, ich habe natürlich Sexaccident gegoogelt. Und was viel dabei rauskommt, ist etwas, weil ich mal unter dem Begriff körperlich gegen zusammenfassen, nämlich so Broken Penis, Vaginal Cuts, Anal Fissuren. War das mal ein gebrochener Penis? Ich weiß schüss, dass den Dieter Bohlen irgendwann hat, oder? Das war effektiv, ich so müsste lachen, die 10 oder 15 der Antrag, wo ich das gegoogelt habe, was Wikipedia-Page um Dieter Bohlen. Ja, genau, also der Penis kann nicht brechen, weil Brechen können nicht mehr knachen. Das ist ja schon mal die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, wenn ihn eine Ruptur hat an dem Schwellkörper vom Penis, das ist nämlich das, was Futti geht quasi, dann muss ihn auf jeden Fall bei dem Doktor oder an die Urgence, weil das tut immens weh. Das gesagt dann auch meistens zu beißen, also sie kriegen so einen Bluterguss. Beruhigen das aber, das ist wirklich relativ unwahrscheinlich, dass das passiert. Also außer du rennst mit einem irrigierten Penis gehen schafft dir oder so. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass beim Affäre vom Penis an May Müllöffnungen, sagen wir mal so, dass du irgendetwas kann passieren. Und dann ist auch vom Winkel am Anfang relativ flexibel. Aber ein ganz seltener Fall kann das schon passieren. Ich meine, danke für drin, ist aber mehr groß wie die Realität. Gott sei Dank. Mehr, wie gesagt, die darfst an so einem Moment oder die musst an so einem Moment an die Klinik gehen. Und ich denke, dass du den Partner oder die Partnerin vielleicht nur ein aufhänglichen Lachen dann auch definitiv dazu angehalten hast, dann mit dem anderen zusammen eben zu gehen und Grinsen aufzustellen. Also ich kann nicht dazu, wenn man von körperlichen Accidenten schwätzen, ich meine, es sind Enke mit einem Tipp von einem Cannabis-Rückruf gefallen, und wir hatten also so dumm gedreht, dass wir auf den Stufen durchgefallen sind. Und das tut auch weh getan. Aber du hast mir einfach schrecklich müssen lachen, das tut peng du noch ein bisschen weg. Genau. Also du hast zwar noch nicht mehr direkt weiter, sagst mal, nee, gehabt, aber du hast einfach gedacht, okay, Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und ich meine, das überwindet ihn dann ein bisschen mehr. Aber ich kann mir vorstellen, dass das schon dann irgendwann so sehr weh, dass ich auch nicht mehr lachen kann. Und das ist auch ein guter Punkt, weil ich meine, bei so körperlichen Accidenten oder Verletzungen beim Sex denke ich oft an so Verletzungen am
Intimbereich. Mhm. Das, also kann ja auch sehen, dass sie sich einfach den Arm bricht, weil er blöd irgendwo rumfällt, ne? Genau. Wie gesagt, da bei dir wird der körperlichen Accidente aus. Geht du auch so einen kleinen Lust? Ja, und zwar vergiss nicht regelmäßig mein Nägel zu schneiden und zu feilen. Aua, ja. Und bei verschiedenen Personen, die ein Vulva bzw. ein Vagina haben, ist das nicht schlimm, wenn ein bisschen mehr lang Fingernägel hat, aber bei verschiedenen Personen ist auch die Vaginalwand so empfindlich und dünn, dass dann die Bewegung da so ein bisschen abschrubbt und dann noch so ein bisschen blutig mein Fangere sind. Und das ist natürlich nicht so cool, ja. Das tut meistens nicht weh. Aber das halt kurz so, also das ist wie wenn ein, ich weiß nicht, Gefäß, Blutgefäß an der Nuss, wenn die platzen, das tut nicht mega weh, aber das hat einfach so ein bisschen Blut. Und das soll den Empfang vermeiden. Das heißt, heute Callout und alle Personen, die mit einer Person mit Vagina schlafen, an hier Fangeren, wollen dafür benutzen, kauft euch ein Nägelfeil. Genau, und ihr dürft sogar en cours de route benutzen. Ich meine, heute schon Leute dann so den Prozess zu unterbrechen oder so, aber das ist auch okay. Und ich meine, wenn ihr wollt, in den Augen, da kann ich das dann auch eine Viertelstunde spät machen, indem es Nägel dann an der Reise sind. Da kann ich vielleicht sogar erotisch abhacken, sich da gegenseitig nicht zu schneiden oder so. Ja. Also das, was man mit dem Nägelfeilen oder Nägelschneiden gesagt von das sind Sachen, die ihn dann an der Kuppel oder mit dem Sexpartnerin irgendwie klären kann. Es kann aber auch mal sehen, dass ihn von einem Doktor oder einer Doktor irgendwie Hilfe braucht. Ich hatte die Situation, weil ich mich ungewollt mit einem Rang am Intimbereich geschnitten hat. Da war so ein Kant Rang. Und wir luchen nur um Sex angeschlafen. Wir hungen so an den Nehmen mit den Armen, dass wohin sein Arm abgezogen hat, hier mich geschnitten hat. An dem Anfang konnte ich das nicht als das identifiziert. Glücklicherweise konnte ich dann erstens bei einer Person nachfragen, kannst du gucken, was du los hast. Du sind nicht bei Doktor gegangen und du kriegst so ein Kamillebad empfohlen. Das Problem ist, Gewebe ist immens sehr empfindlich und du kannst aber keinen Plusch drin drauf machen. Aber bei offenen Wonden ist dann zum Beispiel eine von den Möglichkeiten, so Sitzbäder zu machen oder so. Das brennt eben den Tag durchgehen, dann dafür ist es auch da legitim, da relativ sehr bis du gehen zu erholen. Also die Lesungswehr ist kurz, Gott sei Dank. Ja, aber was auch noch gut hilft, tatsächlich bei vaginalen Verletzungen, ist Aloe Vera. Das kann ich auch noch benutzen. Und alles, was wir so tun für Vaginalverletzungen, gilt natürlich auch für Analstimulation oder Penetration, also mit den kurzen Nägeln zum Beispiel. Hier kommen aber noch andere Herausforderungen dabei, weil den Anus lubrifiziert sich ja nicht vom selben. An den zweiten Verschließmuskel am Anus kann ich nicht selber kontrollieren. Nehmen den ersten, mit den zweiten, den hört den Igel leben. Für was ein von den häufigsten Accidenten beim Sex ist, dass etwas am Anus verschwindet. Also verstehen Sie das richtig, dass hier stehen, klammert das dann den Objekt oder Genital wird dran so fest, dass es dann nämlich gut rauskommt. Nee, das ist nicht wie der Kraken. Aber es kann sein, dass ihn halt nicht vom selben quasi das kann so entspannen, dass der Gegenstand, den ihn angefeuert wird, direkt rauskommt sozusagen. Und da ist es wichtig, dass wenn ihr zum Beispiel einen Plug benutzt, einen Analplug, dass die immer in eine Basis haben, quasi, dass sie nicht können rutschen. Mit da hat aber eine Freundin von mir mal gezielt, dass sie einen kleinen Analplug benutzt haben beim Sex, den Empfang nehmen da war, also so quasi angefeuert und dann da war, und die Basis aber nicht groß genug war, dass er auch währenddessen rangerutscht war. Und die Person, die getoppt wird, also quasi penetriert wird, hat sehr genug reagiert und nach der Plug dunnerem sehr rausgezogen. Aber du kannst effektiv sehen, dass in dunnerem Schwierigkeiten hat, du wennst investiert an gut Sextoys. Und auch da kein Schummt, wenn der nicht selber rauskriegt, geht bei dem Doktor oder an die Urgence. Das kann aber auch mit der Vagina passieren.
von der Stadt richtig verstanden hun. Also mir sind immer auch Geschichten zugedrohe wo in anderem dann eventuell Penis kommt angeklemmt sind und soweit ich da aus der Erfahrung von den anderen Herren hun kann das gerade auch nur starke Orgasmen der Fall sind. Ja. Also da sind dann wie soll ich das so mehr lang an den Matten verbunden als wie eigentlich ursprünglich geplant war. Du hast es natürlich mir schwer, du kannst nämlich so gut Auto fahren, für zu summen an Klinik zu fahren, mir auch da, also da vielleicht sogar heinst du gut, dass ein Handy neben dem Bett liegt, weil wenn sich das nicht für selber entspannt, also dann auch wichtig, Luft zu kriegen. Eine Geschichte, die ich auch oft hören habe, ist, dass Tampon an der Vagina verschwommen. Also die gute Nachricht ist, dass alles weiter geht, könnt ihr raus, weil es kann näher zur Figur. Urven aus der Gebärmutter, der ist so, die Öffnung von der Gebärmutter an den Uterus ist so klein, dass du nicht kann durchgehen, außer wirklich so mini kleine Spermienzellen. Aber es ist trotzdem wichtig, dass man ein Gefühl hat, den Tampon als draufbleiben, zu gucken, dass ihr ihn rauskriegt, weil sonst kann ihr vielleicht am allerschlimmsten Fall, das ist wirklich der allerschlimmste Fall, eine Blutvergiftung kriegen. Genau, mir heißt du, als das Gunde so einfach was hilft, als sich zum Beispiel zu hupen. Und also, dass den Vaginalkanal, der so ein Muskelschlauch, der kann sich auch zusammenzählen, dass er ein bisschen mehr ankert und dass er ein bisschen mehr weit rackend. Oder halt eine Person des Vertrauens zu freuen, dass sie selber ein Kehr gucken geht, weil, ja, am besten eine Person mit lange Fangerin. Maja, also nee, mein dankwürdigsten Accident, den einerseits witzig war, andererseits traurig war, auf jeden Fall mit Menge größter sportlichster Leistung, die ich hier erbrüscht in meinem Leben zusammenhängt, hat sich auch damals zu dienen. Es war zwar kein Genital oder ein anderen Objekt, der verloren gegangen ist mit effektive Kondom, nur dem wir eine halbe Stunde Gesicht tun um Verkehr und dann eben gedacht tun, oh, was ist das da los? Und irgendwann sei es aufgefallen, okay, das ist nicht mehr da. Das heißt, das muss noch irgendwo sich befinden. Ich weiß nicht, wie lange ich am Spagat über dem Spiegel auf einem Stuhl stand. Oh man. Für zu gucken, wo das da hin ist. Wir haben zu zwei geguckt und irgendwann war klar, okay, das muss mir Dave runtergerutscht sein. Und wir brauchen professionelle Hilfe, weil wir kriegen das auch nicht allein hin. Und für eine ganz lange Story, wo viel Ecken erkannt gibt, ein bisschen zu verkehrt sind, ich sind damals bei der Gynäko an der Urgence rausgekommen und so, dass sie im Wanne schläft, sagt mir, dass ich nicht das Einzige bin, dem das hier geschieht ist. Und dann hat er mich geguckt und so, hey, Madame, wir haben der Leute all Tag an ihren Objekt, den dir verloren hat, den ist noch relativ klein. Wir haben das ganz sehr geklärt. Und da muss ich zum Beispiel eben noch so einen Punkt Personal, ob da die stehst, demals habe ich mich immens gut abgehoben gefühlt und schon liefern, dass ein Humor da war. Allerdings gibt es einen Aspekt, den ich demals schwierig fand, nämlich den Doktor hat mich gefragt, Madame, sie hat da getestet. Ich habe mich demals schon regelmäßig testen gelassen, mein demaliger Partner war aber nicht getestet. Und so den eben könnte ihre Partner rufen gehen, und wäre gut, wenn den eben noch einen Test möchte. Und demals hat der Partner sich queer gestellt und hat gesagt, ich lasse doch nicht den Doktor dezidieren, ob ich das machen muss. Den hat so drauf beharrt. Natürlich muss das meine eigene Decision sein, mir hat demals gar nicht angesehen und sich queer gestellt. Und interessanterweise mir ist demals getrennt, in anderem do wens, und hin hat sich gut stecken spät bei mir gemeldet. Also dann schon endlich meinen ersten Test an meinem Leben gemacht, schon angesehen, für was das wichtig ist. Übrigens ist sie negativ. Und ja, das finde ich demals einfach eine ganz spezielle Erfahrung eben fand. Also durch zu mir können, wie in anderen zwar mit der Klinik mit dich nicht integral unterstützt, dann heißt du sein Weh so ein bisschen gut muss, bis er verstanden wird, dass gemeinsame Responsabilität oder so Sachen kann bestehen. Ja, krass, ich fand nicht, weiß auch, dass also sogar wenn das Problem sozusagen körperlich oder medizinisch ist, dass du halt Aspekte von Beziehung, Kommunikation und emotionalen Umgang am Anfang mit der Situation mega, mega wichtig sind. Und ich meine, dadurch die sind, die machen, ob in der Not Gefühl hat, es war schlimm, Accident oder nicht. Genau. Also unabhängig davon, wer du körperlich kriegst und ob ihr vielleicht auch etwas weh hat oder nicht. Also ich denke, wenn du unterstützt wird von der Person, mit der er Sex hat, aber auch von professionellen, medizinischem oder psychologischem Personal, ist eigentlich immens wichtig für das zu verschaffen, aber wenn das dann bewährt, das Accident, was geschieht ist. Du musst noch dran denken, dass der Partner oder die Partnerin ja kein Doktor sind. Das heißt, ich kann auch Geschichten, die rezent geschieht, sie von Leuten, wo eine Roserei ob
gegen Iwer entstanden ist, weil die nicht direkt intervenieren konnte. Und nicht die Lösungswehr, die muss in sich stehlen. Also du kannst da Hand gehen und zusammen zu Schigo, für dann noch eine professionelle Hilfe zu kriegen, die es da lange nicht leisten kannst. Ja. Du kannst auch keine Menge Peldono backen. Also man hat das um Gottes Willen probiert, das nicht allein die irgendwie hier zu stellen. Ja, das ist ein gutes Stichwort, wenn wir schon bei Verhütungsaccidenten sind. Also wenn der Kondom aufrutscht, Futti geht, verschwindet oder da merkt, dass er regulär Pöll Neues vergisst hat, also auf jeden Fall wichtig, an der Blick zu gehen, an sich Pöll Not zu holen. Die kriegen den überall zu Lützeburg ohne Rezept und auch ohne Altersgrenze. Es gibt 2 unterschiedliche Pillen, die einen kann ins bis 2,7 Stunden nur holen. Die hält aber mit der Zeit, mit den Stunden auf. Du findest es wichtig, so sehr wie möglich immer an der Abdick zu laufen. Es kann noch an der Abdick gehen und sich dann freuen, also du eben Lehrerin am Fall wo. Du musst jetzt gucken, dass du nicht aufgeladen hast. Die kostet am Moment nach die 9,60 € oder so. Und geht auch rein, zum Beispiel Präparat LA1, die bis zu 50 Stunden kann wirken. Die kostet die 24 €. Mir wichtig ist zu wissen, also die beide Arterweisen von Pillen nur funktionieren selbst. Die verzögern oder verhindern den E-Sprung nehmen. Das heißt, wenn ein Tisch dem Accident an der Zeit, wo ein Pill geholt wird, schon einen E-Sprung hat, das heißt, ein E-Zell produziert gehen, als die befrucht kann gehen, als es zu spät. Also das ist kein Aufbruch mehr, das ist eine Verschiebung. Da wennst du sehr wie möglich, als du gut. Genau, aber wenn es erst wichtig ist, ein Gespräch dazu zu feiern, was da vielleicht nicht gerade an einer Optik, die irgendwie in einem Kontra, also der Ladentheke so feiern will, dann ist es eben manchmal ein ganz guter Moment für entweder bei der Gynäkologin oder dem Gynäko anzurufen oder eben bei der Planning zu gehen, wo ihn du danach dabei kann sein, du kriegst Berodung und die kriegt Verhütung selber auch verneigt. Yes. Ich war einmal als Jugendlich tatsächlich beim Planning, aber wir Peldonosischen. Und du? Ich meine, dass ich Kilo 33 dreimal an meinem Leben geholt habe und es wäre wahrscheinlich, ob man es 2 Mal nicht nötig gewesen. Ich merke immer, wenn ich mich daran erinnere, dass es mit einer schrecklichen Angst zu dienen hat. Das ist auch das, was ich von anderen Frauen mal höre, dass so die Urpanik, schwanger zu gehen, heinst du dazu feiert, dass obwohl die verhüt, ihn dann aber denkt, es hat ja können eine Beschädigung Kondom sein, und da so den doppelten oder dreifache Burdemaß. Ich will die Leute ein bisschen Angst wollen, obwohl das wichtig ist, vorsichtig zu sehen. Just soll den eben auch dran denken, so hat aber eine Reihe Nebenwirkungen, die auch können desagreabel gehen. Also das einfach gehen Leute, denen immens schlecht davon kann gehen und so weiter. Vielleicht also du, wenn es gerade gut irgendwo nach einer Berodung zu gehen, für die Situation gemeinsam anzuschätzen und nicht allein zu bleiben mit seiner Urangst oder seiner Angst. Ja. Wobei muss so ein Peldono hat keine langfristigen Nebenwirkungen, wann sind sie kurzfristig. Ich würde sich Käse also stark, ich würde sich Käse am Anfang relativ seelen, mir so ein bisschen Unwohlsinn an halt einen unregelmäßigen Zyklus, das ist schon normal. Mir wird auch ein Mythos, das wird viele Leute denken, dass sie nicht mehr kann einen Karriere holen und dann muss er lang nur werden. Nee, Peldono kann ich noch ein paar Mal holen und das ist wirklich nicht gesundheitsschädigend und das ist auch nicht so ein Hormonbomben, wie das immer durchgestaltet wird. Also ich meine, es gibt auch viel Angst für der Peldono, die vielleicht echt ob so Fehlinformationen beruht oder irgendwelche Männer, die meinen, da sind sie Kind anholen, wie es macht ist. Ja, ich fand, dass die Stück wieder zu summen, die losnähe dann wirklich direkt unter Jens Spahn in einer anderen denken, also ein deutscher Politiker, den aber nicht allein aus mit seiner Haltung, den hat 2013 effektiv, wo ein Bundestagsabgeordneter war, gesagt, ja, Peldono misst an Deutschland rezeptpflichtig bleiben, weil Frauen das für dann so wie Smart hier benutzen. Und ich fand an dem Kontext, das kann den Helo einfach als Idiot aufstempeln, das ist wahrscheinlich auch nicht so unberechtigt. Ich meine, dass man dann nicht genug an Dave gibt, was das Problem du eigentlich anbelangt. Es hat nämlich viel dummer zu denen, wen hält Decisionen über eine Kirche, wie kann so Gesetze mal bestimmen. Und ich fand immer, dass Leute, die so in sie hatte mit Politik nicht Hut vergessen, dass sie für so Sachen ja durchaus definitiv auch betroffen sind. Und ich fand, da könnten noch ein anderer Punkt dabei, und das ist einfach den Leute, die so aus so ein Tätchen, ob Politiker oder Politikerinnen,
die können so etwas mega und nimme so, weil sie nicht genug Kontakt haben mit denen, die konzerniert sind, die das brauchen. Und du kann ihn dann so gut nach einen Blick schlagen zu Sachen, die zu Lützeburg geschehen. Ich fand, wenn mir Zeitungen halt zu Lützeburg schon die satirische Artikel darüber schreiben, dass es Gewalt daheim an der Stadt gibt und dass du Frauen in einem anderen Affer sehen und dann einen satirischen Beitrag mal dran schreiben. Es wäre nicht klar, ob die Frauen, die Gewalt erfahren haben, nicht vielleicht beim Monopoly gewonnen hätten und dafür eine Klapperei gekriegt hätten. Ich meine, so ein Witz, über Leute, die rappst du just, wenn du noch nie mit einer Person gespart hast, die Gewalt erlebt hat, weil sonst gibst du so Witze nicht rappen und ich fand, du geht es einfach darum, was so wichtig Decisionen über Körperin getroffen gehen, da muss ich gemeinsam drüber schwätzen und nicht über den ihr bestimmen, weil sonst hätte ich ja gut nicht mehr mit Konsens zu dienen. Ja. Konsens ist übrigens ein gutes Stichwort, weil ich meine, auch das ist ein Accident, was kann geschehen, nämlich, dass ihr nur drauf könnt, okay, ich habe gedacht, die andere Person hat Konsens gehen, mir am Anfang war sie sich nicht sicher oder umgedreht. Ich meine, dass etwas geschieht, was ich am Anfang nicht so angenehm fand oder wo ich währenddessen oder am Nachhinein merken, dass ein Grenz von mir überschritten gehen, sozusagen. Also vielleicht so, es muss man nicht unbedingt körperlich sein, mir auch einfach ein emotionaler Grenz und dann so ein emotionales Accident kann passieren. Was kann ich da machen? Also ich meine, dass mir ganz viele verschiedene Techniken ja schon erklärt wurden, sowohl in Rubrike wie an auch Folgen. Ich fand in den Ampelsystem, den du schon mir oft erklärt hast, dass das ja etwas, was dir am Voraus kann aufschwätzen, der wir noch immer das Signallicht verbal ummachen, also während etwas geschieht. Das heißt, für dich mal auf der Platz zu schwätzen. Für die Leute, die das noch nicht gelauscht haben, was ein Ampelsystem ist, da kann ich sich ausmachen, ob es grün, orange oder rot ist. Da kann ich noch einer wieder wie grün, orange oder rot dafür benutzen. Ja. Und wenn die andere Person friert, ist alles okay. Und wenn es am grünen Bereich ist, ist alles okay. Wenn am roten Bereich ist, heißt das Stopp, einfach abhalten. Also die ist nicht aus dem Raum gehen, wie wenn das Schwarze, was gerade los ist. Und orange, also okay, ich passe ab und kann sehen, dass es grün geht und super gut geht. Oder dass es sich zu rot switcht und quasi ein Pause könnt oder ihn abhält sozusagen. Und sich so bewusst zu sehen, dass es da den Bereich gibt zwischen das okay und das nicht okay, wo ihn einfach muss aufpassen, das meine ich schon gut. Also wenn ihn am Voraus darüber schwätzt oder währenddessen. Und ich denke, also es ist einfach wichtig, sich auszudrücken, weil ich denke, wenn ihn das dafür sich behält, dass etwas geschieht ist, weil den am Anfang emotional nicht so gut verkraft wird, könnte das immer rum. Das heißt, auch Situationen, die am Anfang gering wären, sozusagen, die gehen ganz, ganz sehr orange oder auch rot, weil das immer rum H4 rift, wenn das nicht mit seinem Partner oder seiner Partnerin beschwätzt oder vielleicht auch, wenn es ein größer Geschichte ist, mit einer professionellen Person eine Beratung geht oder so. Mir hast du übrigens eine enge Referenz angefallen zu einer Folge, die von verschiedenen Leuten nimmen Folge Nummer 50 genannt wird. Andere Leute geben so, und das heißt Folge über BDSM. Und du schwätzt dir ja über Aftercare. Und das ist etwas, was ihr noch recht aus dem Bereich kennt, was ihr am Endeffekt am Verhältnis, da kommen verschaffen, aber schwätzen das, was geschieht ist, kommen sie noch bei ihnen. Und ich fand, das passt wie eben nicht nimmen bei der BDSM, dass das etwas, was so nicht konventionelle Sex vom BDSM-Bereich lehren kann, nämlich die Kommunikation, sich nur kümmern, über die Farbstationen von der Ampel zu schwätzen, wo ist die Farbe umgesprungen, was brauche ich nächstes Jahr, was will ich nächstes Jahr nicht mehr. Also das bringt schon etwas. Absolut, aber als der Welt mit einer professioneller Person schwätzen, mir nicht auf Platz gehen, zum Beispiel bei der Planning oder Femme en Détresse, geht es auch noch den SOS Détresse, den da könnt rufen, der 45. Genau, dann gehen es auch noch Situationen, wo es nicht und einem selber leid, dass etwas geschieht, weil den am Anfang nicht erwartet oder will, mir vielleicht eine Drittperson kennt interrompieren. Nämlich, wenn ihn auf einer öffentlichen Platz Sex wird und du erwischt wird, oder auch, wenn ihn daheim ist und dann Mitbewohner oder die Halterin am schlimmsten Fall gerade rankommen, aus dir das schon einmal geschieht an.
Ich hatte das schon an einer anderen Folge erzählt, da war es effektiv, dass Kanner bei der Liste gegangen sind und der Pap irgendwann von meinem Partner rausgekommen und du gesagt hast, so, die könnt eigentlich Blödsinn machen, wenn der will, mir die traumatisiert Kanner gerade was sind. Und wir kriegen dann anderem auch an dieser Umfrage, die wir auf Instagram gemacht haben, wo der schön ehrlich war, auch etwas rausgeschickt, wo ihn nur lauter gesagt hat, ja, dass dann noch von den Eltern irgendwann an Kummer kommen, weil sie meinen, es wäre tatsächlich richtig ein Accident geschieht, also will ich gucken, ob Leute noch leben. Also das war eine von den Sachen, die mir häufig genannt sind. Nirgend viele Leute, die effektiv Leute auch mit Material also weiter Schwierigkeiten hatte, wo das Material dann kaputt gegangen ist, wo es etwas müssen in der Hol geben, zu dem passt, was wir schon so erzählt haben. Gibt es irgendwelches ungewöhnliches Material, was an unseren Insta-Stories erwähnt wird? Ich habe mir ja erhofft, das wäre der Fall, mir leider nicht. Ich meine, ehrlich gesagt, also Heinz, du hoffte ja dann so eine richtig witzige Story zu hören, mir auf der anderen Seite, dass so viele Sachen sich geglaubt haben, heißt aber auch, dass das so normal ist. Also, dass sich Sachen normalisieren und dass sie sich nicht wie ein Idiot an der Länge muss fühlen. Und plus hatte man jetzt vorgestellt, bei wem überhaupt schon beim Sex etwas schief gelaufen ist. Und 78% von den Leuten haben angekreuzt, dass ihnen das schon oft geschieht ist. Das heißt, wie gesagt, die sind nicht allein. Und muss der Stoff jetzt nicht blöd fühlen. Ja, für dann auf die ungewöhnlichen Materialien zurückzukommen. Es gibt natürlich auch Sextoys zum Beispiel, die nicht primär als Sextoys gedurcht sind, wie zum Beispiel Murten oder so. Okay. Und die können natürlich auch aufbrechen. Ne? Das heißt, falls ihr Sachen benutzt, ich weiß nicht, ein Big zum Beispiel oder so, die da zweckentfremdet, also auf jeden Fall wichtig zu gucken, sind da keine Ecken erkannten drin, kann nicht aufbrechen und benutzt ein Kondom für drüber zu ziehen. Genau, auf jeden Fall ab den allerersten Story von dem Tigerbalsam zurückzukommen. Da das eigentlich auch noch ganz viel, da sind Sachen als Gleitgel benutzt, die am Anfang nicht als Gleitgel gedurcht sind. Da gibt es Sachen, die kann ihn trotzdem verwenden, an andere Sachen, die soll den nicht verwenden. Soll ich es abzählen? Ja, wann schläft. Also, werde ich viel von tun aus Vaseline. Wann ich schläft, mir das nicht, weil du kriegen die meisten Personen dann eine bakterielle Infektion, also ein Vaginos an Juckreiz. Da das nicht so gut, da man das Vaginalflora nicht so froh. Genauso also doch mit Urlisch oder Butter oder Babyurlisch oder so, du kannst davon eine kleine Pilz kriegen. Und auch mit Seife, Duschgel oder Creme für und allem, wenn sie nicht geruchsneutral sind. Also es ist ähnlich, weil die haben meistens einen pH-Wert von 9 bis 11 und Vaginalflora hat aber einen ziemlich sauren pH-Wert von 4 bis 4,5. Das heißt, das gehört diese bisschen durchnehmen. Was ich kann holen, wenn ihr gerade kein Gleitgel daheim mehr hört, weil es eitel ist oder weil ihr es nicht findet, als wie gesagt Aloe Vera, das schützt so gut Schleimhaut von der Vagina und fördert hier Regeneration oder auch Bio-Kokosurlisch. Das kann sogar beruhigend, erkillend wirken, aber du hast ultra wichtig aufzupassen, weil auch Kokosurlisch ist urlisch und das verdreht sich nicht mit dem Silikon vom Kondom. Du weißt, muss ich mit Kondomen immer wasserbasiert Gleitgel benutzen. Das heißt, wenn du mit einem Kondom verhüt, dann kein Kokosurlisch benutzen als Gleitmittel alternativ. An Kali kann dann lo Sex per Accident passieren? Ich gebe das absolut nie hören. Weil da einfach ein Grund für Voraussetzung ist, dass die Konsens du hast. Yes. Also ich denke, Sex kann zufällig passieren, dass sie nicht immer da geraschen tut. Ja. Mehr, dass ihr dann immer eine beidseitige Entscheidung, dass das geschieht, du findest. Accidentally kann auch meiner Meinung nach sexmänglisch nicht passieren. Und da können wir vielleicht dann aber als Definition vom Anfang zurückkommen, was wir gemeint haben, mit, dass etwas schief geht, was nicht so gewollt oder geplant war. Heimer da mengen man natürlich nicht Accidente entre Guillemets, die eine Person am Anfang mehr oder minder willentlich auf hier gerufen hat. Genau, also sexuelle Übergriffe sind nie ein Accident. Das sind problematische Situationen, über die muss geschwatzt gehen und über das schwatzen hört man nicht die allerhöchste Relevanz. Ich weiß, dass ich denke von einem Accident erzählt wurden an der Schule, so wie andere Leute, die besonders der Treppenruf gefallen waren in der Urgence. Und die muss waren Leute, die man schockiert und du so, hey, das ist eigentlich
genauso eng Alldagssituation die geschehe kann wie ganz viele andere Sachen dann dürfen also doch wichtig natürlich darüber zu schwatzen an das legitim auch mal andere Leute ob so etwas unzuschwatzen dafür will ich mal länger witscher Geschichte aufschließen schade Mädchen an der Klasse wenn man den blauen an und Schulkommers mir das noch nicht gut kannt und ich schon schlagen müssen die Wanne bis ich irgendwann gedurcht den Hai gehst aber so ich wusste dass er den Partner hat und dann wollte ich auch schwatzen Hai also irgendwas Schlimmes geschieht und er hat ganz herzlich gelacht und so hat das witzig dass der Fries sein Freund hat so fast geknutscht ob der seid bald wie ihr Knutschfleck dass du Bluterguss entstanden ist und hat sich auch mänglisch irgendwie Tintefisch oder so genannt und da waren wir froh seitdem waren wir ganz gut Freundinnen wann da so Sache gesieht der schwarzt man Leute an verurteilt auch kein Leute die von ihren Accidenten erzählen ich meine gerade die Openheit sollte ja dazu führen dass Leute nicht länger am Exit zu bleiben an eventuell ja Schwierigkeiten später wo sie wird mental oder auch körperlich weil sie nicht frei genug um Hilfe gefroht ja ist genau da wenn es wichtig nicht nehmen also einerseits über ungewollte Accidente zu schwätzen andererseits über sexualisiert Gewalt oder Übergriffe aufschließend weil man ja auch viel über so Verhütungsaccidente geschwar tun wann Person am Penis kein Kondom will benutzen und dann der andere Person sieht ich benutze den an aber kein benutzt da das auch kein Accident und dafür geht es doch nun nämlich Stalsing genau darüber können wir vielleicht an einer anderen Folge noch ein bisschen wie lang schwatzen mir da so bis was relativ häufig passiert was nicht okay ist und wo in jedem Fall sollte man der Person noch mit anderen Leuten drüber schwatzen. Ja, Kali, dafür so nicht. Ja, dann merci, dass wir darüber schwatzen können und hoffen, dass die Anna ob man gemäß so einen interessanten Austausch können, wenn sie das da selber dabei zu machen. Merci dir an. An Lo schwatzt nach den Eli Matt Ersch a Sänger Rubrik. Ciao. Tschüss. Ein gut froh. Gut gefrot. Ein gut froh. Wat ass Performance Anxiety a wéginech du mat ëm? Performance Anxiety ass eng Art Leistungsdruck. Et ass d'Angst, virun oder während dem sexuellen Akt net performen ze können, also den Erwerdungen von engem selber oder der Partnerin, dem Partner oder der Partnerin gerecht ze ginn. Dëst kann sech doran ausdrecken, dats eng Person mat Penis kein Heich krit oder Direktion net so lang halle kann wéi gewünscht. Och kann et sech durch eng Prämatur-Ejakulation, also en Samenerguss, den méi frei wie gewollt könnt, oder durch eng Anorgasmie ausdrecken. Eng Anorgasmie ass wann en kein Orgasmus kree kann oder den Orgasmus méi lang op sech werde läist wéi gewünscht. Bei Leiit mat Vulva kann de Leistungsdruck an d'Angst machen, dass e Mann erficht ass, dass Muskelen am Pelvis sech verkrampfen an d'Vagina sech verschléist. Dëst nennt sech Vaginismus a kann mat sech bringen, dass e guerkin oder nëmme schmerzvollen Geschlechtsverkehr huet. Beim Analsex kann Performance Anxiety mat sech drohen, dass de Swingzer sech so verkrampft, dass auch des Praxis net méiglech ass oder mat viel Peng verbunden ass. Performance Anxiety kann sich auf verschiedene Art und Weisen ausdrücken und 100 Personen und Partnerinnen dabei, ihre Sexualität so auszuleben, wie sie sich das wünschen. Wodurch können sie? Diese Angst kann teilweise durch Unerfahrenheit ausgelöst gehen. Wenn ihr etwas Neues probiert und abgeregt ist, kann es sein, dass der Körper sich verkrampft und den Angstsymptome hat. Das können unter anderem Zittern, Schweißen, Muskelkramp, Mowei oder Kopfweh sein, und auch Herzklappen und eine sehr Atmung. Auch etwas machen, was den sich nicht machen will, kann das auslösen, genauso wie etwas mit einer Person zu machen, mit der das sich gar nicht machen will. In diesem Fall ist es wichtig, Stopp zu suchen, eine Pause zu machen, darüber zu schwatzen und zu evaluieren, wie ich weitermachen kann und sich sicher fühlen kann. Auch ein Trauma kann das Angst auslösen. Eine schlechte Erfahrung, zum Beispiel, dass jemand einen um die Gag gemacht hat, oder ein sexueller Pan an der Vergangenheit kann machen, dass ihn Angst hat,
dass die Erfahrung sich wiederhölt, was dann einen negativen Impact auf die Direktion hat. Wenn ihn zum Beispiel einmal kein Heischkrieg hat, aus welchem Grund auch immer, kann es sein, dass in die kehren Druck Angst hat, dass das drin passiert. Das Angst kann die Direktion blockieren und da geschieht es effektiver. Die Angst kann auch mit negativen Gedanken verbunden sein, wie zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, ich kriege das nicht hin, ich werde nie mehr gefallen können, kein will mich, ich werde nie mehr Sex haben. Aber so weit muss es nicht kommen. Wie gehe ich mit Performance Anxiety um? Wenn ich sich sicher fühlt, an dem anderen oder denen anderen vertrauen kann ich probieren, neue, positive Erfahrungen zu machen, also die Angst zu verlieren. Es ist also wichtig, die Angst umzuschwätzen. Es gibt noch spezifische Methoden gegen Erektionsprobleme, Prämatur-Ejakulation oder Vaginismus oder so Schmerz, mit dazu ein anderer mehr. Auch die klassische Methode gegen Angst, gegen Stress oder Aufregung helfen. Sport, Atemübungen, Entspannung, Massagen, Humor und Gelassenheit am Bett, andere Aktivitäten zusammen, für sich besser kennenzulernen und zu vertrauen, können helfen, löserlos das Angst aufzubauen. Konzentriere dich auf das Vierspiel und fokussiere dich nicht zu viel auf Genitalien. Tascht dich löserlos und die Praxisen rund, die Angst aufrufen. Es kann auch Sinn machen, sich professionell Hilfe oder Unterstützung von Kollegen zu holen, über die schlechten Erfahrungen und Traumata zu schwätzen und es zu verschaffen. Ziel ist es, eine offene positive Sexualität auszuleben und die negativ oder unangenehmen Gefühle loszugehen. Atem tief durch und Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Fragen gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Dir fand mehr wie Sex auf Facebook, Instagram, sexpodcast.lu oder all gewinntene Podcast-Plattformen. Mehr wie Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher und finanzieller Unterstützung vom CESAS, dem Nationale Referenzcenter für die Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Den CESAS geht alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.